Leifren, da sind wir bei uns an der Partei gesagt, gehen los den Gast als Letzte schwätzen, weil das immer schwer für den, der muss noch ihm schwätzen. Haut da sind Menschen ein bisschen ähnlich das. Haut hätte ich lieber als Zweitletzte geschwätzt. Ich meine, das, was meine zwei Vierjährigen Sylvie an den Michel als vier gedrohen, wobei ich will sagen, dass sie weder von der Parteizentrale Wort vier gesagt oder geschrieben kriegen, nach einer Zeit gesagt kriegen. Und sie dürfen ihre Ideen an der Zeit, den sie gebraucht haben, konnten voller Lauf lassen, und ich meine, das erfrischend, aber beruhigend. Zu gesehen, dass die heute Partei sich keine Sorgen in Zukunft muss machen, aber mir eher als irgendwann Avrenkehr zurücksehen, da beruhigt das so Kongresse wie heute, weil da wissen die Partei, die lebt, die Partei steht so gesund da wie nach neu, und das lässt uns wirklich auf Zukunft hoffen, eine Zukunft, die bestimmt sich hegt für die über 30-jährige Vergangenheit, die wir noch runterreißen. Wir hatten letztes Jahr Chamberwahlen, und die Chamberwahlen haben schon einen Abwärtstrend an der Partei gewiesen. Wir haben beim Wähler viel Stimmen beigekriegt. Wir haben ein Mandat beigekriegt mit dem Kollegen England Chef, ein Mann von der ersten Stunde, ein Gründungsmember, den die Partei mit 34 Jahren mit gegründet hat, und den sein Leben lang die Reifenkraft am Norden war. Den, ich meine, solange wie die Partei steht, Chef 33 Jahre, auch 33 Jahre Präsident am Norden. Aus den Wahlen organisiert, den Kongress organisiert, den Panel abtreten, an Aufrieten gegangen, als man seiner kippt, den immer da war, ruhig am Hintergrund. Und dafür war ich speziell froh, dass der Chef, dadurch, dass er in die Chamber gewählt ist, die Verdienstskritte, den in unserer Partei über 30 Jahre gemäht hat. Und ich war wirklich froh, dass wir mit dem einen stark Eislecker an die Chamber kriegen, einen zweiten Köpfe James, und ich immer mit meinem eigenen Chef kriegen. Für Chef, willkommen in unserer Equipe. Und mir hast schon gewiesen, an den paar Monaten, falls du an der Chamber bist, dass du wirklich gut an der Platz hier gewählt bist. Die Wahlen sind leider lachend, kreischend an ausgegangen, weil wir unseren Sitz am Osten nicht drin gewonnen und den wir gerne gewonnen hätten. Wir waren einfach auf dem System hängt, der die Rechtsetzer verdeelt, dass an den CSV die 87% verliert, trotzdem kein Sitz verliert, und dass da der mit über 9% kein Sitz kriegt. Das beweist, wie faul das unser System ist. Die neue Regierung hat an ihrem Koalitionsprogramm stehen, dass das Wahlgesetz übergucken. Wir haben bei der Regierungsdeklaration gesagt, wir geben proposieren, dass die Regierung die Meinung bei den Parteien anziehen, ehe sie anfängt, einen neuen Text zu machen. Und das ist auch das Wort geschieht. Der Staatsminister hat einen Brief zukommen gelassen, und dass er nicht an der Partei ankommt, weil nicht die Chamber können, also schon bei mir ankommt, dass wir sollten an dem ersten Semester als Ideen auf Vorstellungen herbringen, was wir gerne Wahlgesetz geändert tun, für dass wir dann ein Wahlgesetz geben, was hoffentlich dann mehr demokratisch wird, weil es kann nicht vieles über das Gesetz ändern, es muss ja nicht alles über eine Verfassungsänderung machen. Wir haben die Wahlen noch gewonnen, weil wir eine gute Equipe hatten. Ich meine, wir hatten das Jahr so gut Kandidatenlisten, wie wir nie zuvor hatten. Wir haben überhaupt keine Streitereien an unserer Partei. Wir diskutieren über das Sujet, aber wir diskutieren verständlich, wir holen Decisionen, und wir drohen zusammen, geschlossen, die Decisionen noch draußen. Dafür merci an all die, die ein Kandidat waren, die mit angepackt haben, an den Sektionen, an den Bezirken. Jeder in Einzelnen, die Pannenoprätungen als Plakate gegangen, und sie haben nur im Wäsche gerollt. Als im Sekretariat will ich speziell merci sagen. Und ich will aber auch nicht vergessen, dass als Nationalpräsident Jean, du warst wirklich ganz aktiv an der Wahlkampagne. Du warst ganztags bald all da im Büro. Ich meine, du warst mehrtags im Büro wie an den Veterinärs
Spital oder wie Klinik, wie es das nennt, du hast dich wirklich ganz an die Kampagne angedrohen. Und ich hoffe, ein herzliches Merci für die vielen Benevolstunden, die du befürwortest, aber ein gutes Beispiel vorgegangen hast. Und dann aber auch zum guten Letzt ein Merci und viele, die immer mehr und uns gelebt haben. Die Damen und Herren, liebe Freunde, wir sind an die Wahl gegangen, dass wir gesagt haben, als Ziel, also in eine Regierung zu kommen. Das ist normal für eine Partei, dass sie will und de Pouvoir kommen. Geht das mir auch aus der Opposition raus. Vieles erreicht an den 30 Jahren. Ich denke nicht nur Rente vor, die durch die DDR gelesen ist, aber die Pensionen am Privatsektor massiv geheizt sind. Ein zweiter großer Erfolg von dieser Partei, zusammen mit den Kollegen vom 250, das war das Referendum. Ohne die DDR an der Zivilgesellschaft der W250 wird das Referendum nicht so ausgegangen. Wir waren die einzige Partei, die einen klaren Spruch geschwärzt hat. Und 80% der Leute sind mit dem Weg gegangen und die Idee vom Nähen durchgesetzt. Dafür mengen ich mir für die zwei Beispiele vieles aus der Opposition raus, also Kampf für den Lützeburger Spruch, den wir am Gang sind, den auch Löser fängt, sind Frieden zu denken. Ich erinnere daran, dass wir die erste Partei waren, wo Deputierten parlamentarisch Frauen auf Lützeburg gestaltet haben. Am Anfang sind wir da belächerlich gehen. So gesagt, mit die können bestimmt kein Französisch, dann sind Frauen auf Lützeburg gestaltet. Da haben wir es auf Französisch beantwortet. Da haben wir müssen so, wir stellen die auf Lützeburg und aufgrund von unserem Sprachgesetz muss man so auf Lützeburg beantwortet gehen. Heute kriegen wir es auch alle auf Lützeburg beantwortet. Bis heute dort, letzte Woche, haben wir einen auf Französisch beantwortet. Wir haben doch reklamiert, dass wir die gerne auf Lützeburg beantwortet hat, weil es so am Sprachgesetz steht. Aber was stellen wir heute fest? Dass doch Deputierte Löser von anderen Parteien aufhängen, die parlamentarisch Frauen auf Lützeburg zu stellen. Aber wenn die Regierung hingeht und sagt, sie geben ein Programm über 10 Jahre mehr für den Lützeburger Spruch, dann ist das also Merit, weil man konsequent auf die Straße. Und ich sehe den Lucien Welter hier sitzen, der eine Petition gemäht hat, und da hat einen vollen Erfolg gut, hier zu Lützeburg, alles da zusammen, möchte das Politik, ob sie damit einverstanden ist oder nicht, aber sie muss auf die Probleme angehen, weil sie sehen, dass es eine Sorge, die Leute tun, und sie müssen der Sorge Rechnung drohen, und nicht vielleicht für die Leute, aber für die Angst, dass wir als Partei sonst nachgeben, mehr Stärke geben. Ich habe gesagt, dass das Ziel ist, für eine Partei für eine Majorität zu kommen. Und wir haben ganz klar für die Wahlen gesagt, dass wir am Anfang mit allen Parteien leben. Wir haben gesagt, wir geben aber am nächsten mit der Partei eine Koalition machen, wo auch als Ideen die größtmögliche Chancen durchgesetzt sind. Das war nun mal eben CSV, Kinderzimmer, die ja mehr sieht. Wir haben eine ganze Reihe von Punkten, wo wir mit einer CSV auf einer Linie liegen. Aber wo man hat eine politische Änderung zu Lützeburg führt. Mit CSV, die hat aus elektoralen Gründen gemeint, sie müssen klar für die Wahlen so, sie mit Schiedering eine Koalition machen, just nicht mit der ADR. Ich meine, die Damen und Herren, das Resultat hat gewesen, dass das falsch war. Weil den Blick von CSV gesagt hat, ja, wir sind auch bereit mit der ADR, dann hat das Leute eine reelle Alternative zur Gambia gehabt. Wir wie CSV gesagt, es gibt nicht mehr eine Koalition mit einer Gambia-Partei machen. Also doch nach gesagt, es gibt aber nichts wesentlich Fundamentales anderes von dem, was Gambia an den letzten 5 Jahren gemäht hat. Du, viele Leute sagen, für was soll man dann ein CSV wählen? Wenn sie mit einer Gambia-Partei will, das selbe führen wie bislang, an nicht will ändern. Das Resultat, man kann, der CSV hat verloren. Sie hat zu Recht verloren, weil sie eben falsch gelöst hat. Wir als ADR haben gewonnen, wir haben nicht genug gewonnen. Aber wenn CSV eine klare Aussage macht, dass wir auch bereit mit der ADR eine Koalition zu machen, wird die Koalition für viele Wähler eine Alternative gewesen, also sowohl sie wie wir hätten so gelöst, sie an mir nach mir. Die Damen und Herren, das ist ich konnte auf RTL lesen, dass ein Dokument publik gemacht ist von demoligen CSV-Präsident Marc Spautz,
wo den am Dezember in der Tiere Nationalkomitee, dat sie 27 Leute, sind von der Nationalkomitee die bisschen mehr kleiner als die von der ADR, weil wir sind zu 32. Mit die 27 Leute haben an einem Geheimdokument auf 7 Seiten, wo der Mark Spautz dann als Nachpräsident von der Partei alles abzählt, was sie an der Wahlkampagne falsch gemacht haben. 7 Seiten voll. 7 Seiten voll. Und dort für keine Fehler mehr wie 3 Reihen gebraucht. Da könnt ihr euch schon vorstellen, wie viele Fehler hier als Parteipräsident festgestellt hat, nur die Wahlen, den sie gemacht hat. Und jeder war schuld an der Partei. Ob der Spitzenkandidat hier leider Nationalkomitee, Kandidaten, ihre Programm war nicht, ihre Slogan war nicht, ihre Plakate waren nicht, alles war falsch. An den einzigen, an den 7 Seiten, den nicht darauf könnt, dass etwas falsch gemacht ist, das war hier selber. Das heißt, der Parteipräsident, der alles anfängt zu dirigieren, den hat keinen Fehler gemacht. Der Rest von der Partei, auch noch ihr Bruder, die haben alle Fehler gemacht. Er hat aber etwas auch geschrieben an den 7 Seiten, was man bis noch draußen von offiziell von der CSV noch nie gehört hat. Nämlich, dass die Aussage mit der ADR keine Koalition zu machen, dass das auch ein von den Fehlern war. Und es geschrieben, die Exklusion gegen den ADR auszusprechen, nicht mit dem ADR zur Koalition, hätte mir besser analysieren, ehe wir dummer noch rausgegangen sind. Fein ausgedrückt. Die Damen und Herren, auch Sie kommen zur Vernunft, es dauert uns da ein bisschen lang. Mir was soll man sagen, das Resultat ist, dass wir heute in Gambia 2 sitzen und die auch 5 Jahre Wert sitzen. Und ein CSV, die nicht wollen mit uns an die Regierung gehen, aber die sind die belohnt uns an der Opposition. Und also aber noch die Wahlen eine Gemeinsamkeit. Und Claude Wiesler, der Spitzenkandidat war, da soll an der Chambre Meino hätte mir an der Chambre wen hat das gedacht, dass die mir 2 an der Nope an der Chambre ein so no Schöller und Schöller sitzen mir 2 an der Opposition. Wen hat das jemals gedacht, dass mir 2 als so no Giffe kommen, wenn wir los sind, lo geht nach Schüss in, ob in den, mit mir nur können wir bleiben, kommen. Damen und Herren, wir können doch mal das Leben, CSV hat natürlich hier Probleme damit. Ich komme da nur noch ein bisschen drauf zeigen. Ich wollte aber pur wieder so zu den Staatsfinanzen, und ich versuche mich noch kurz zu halten, weil ich schon gesehen an dem Filmchen, den wir für drin über eine Telesendung sind und habe ich Verschiedenes gesucht. Mir ist aber wichtig zu unterstreichen, dass wir 2018 verteilt noch lange Jahre ein Budget hatten, der Ball am Equiliber ist. Es muss aber wissen, dass an den letzten 2 Jahren, für allem 2018, für allem Ende von 2018, immens Steuergelder an Staatskäse rankommen. Natürlich einerseits der Mazedin, dass die Welt und auch die nationale Ökonomie angezogen wird, mit aber auch für allem der Mazedin, dass die Betriebe heute hier Steuererklärung elektronisch machen. Das geht also viel mehr sehr, sie müssen sie machen. Sie müssen sie für am 31. Dezember rangehen, von dem Jahr für drin. Und sie müssen das, was sie deklarieren, auch direkt bezahlen. Und dafür sind ausgangs letztes Jahr viel mehr Suchen an Steuerkäse rankommen, wie die Jahre für drin. Und was nach als Tretaren, die in Ausstellungen, die sind zu einem großen Teil abgeschafft. Die Steuerverwaltung als auch für den RT und der Finanzkommission gesagt, wir müssten aufpassen, weil sie der Meinung wären, dass du extraordinär Suchen über eine Kurzzeit rankommen, ob die nicht darf an Zukunft abbauen, weil sie nicht mehr meint, dass in die Suchen so viel Gifte kommen. Betriebssteuer, die erzählt, Körperschaftssteuer genannt, die war über 6-7 Jahre hat die auf 1,5 Milliarden Euro stagniert. Und das an einem Zeitraum von 3 Jahren von 1,5 auf 2,3 Milliarden abgegangen. Also 800 Millionen, also mehr wie 50%
als sie an 3 Jahren an die Lut gegangen. Eine Progression, die man bis dahin noch nie so kann tun. Die aber, wie gesagt, 2018 auf das neue System an Misere antreiben von den Retarden bleiben. Wir auch mit physischen Personen, Leute, die gegen Lohngehalt schaffen oder Pensionären, sind an demselben Zeitraum 300 Millionen an Lut gegangen. Längst die 2 Augmentationen von der Körperschaftssteuer bei den Betrieben, aber bei der Lohnsteuer bei den Salarien, respektive den Pensionären, als Durchgänge für die Defizite, die wir die Jahre für drin hatten, für die auszugleichen. Am Aber kriegen wir noch für 2019 ein Budget am Defizit mit 650 Millionen, wobei dort den Pierre Gramegna auch den Tricky-Pitti genannt an der Politik, sein Trick angewandt hat, dass das Budget nicht mehr aufgrund von der nationalen, mehr aufgrund von der europäischen Kontabilität vorgestaltet, sondern aufgrund von der europäischen Kontabilität sind dann 200 Millionen besser. Wenn also die Kontabilität, wie sie immer geholt gehen als für das nationale Budget, die nationale Kontabilität, da wird nicht 650 Millionen, da wird schon 850 Millionen Defizit, die wir da gemäht haben. Ein zweiter Punkt, auf den ich kurz wollte, das ist die Diskussion vom Wurst. Und meine 4 Redner haben sich schon Februar, haben sich schon den Dinge gesehen. Ich will aber, weil unsere Überzeugung nur das größte Problem aus dem im Land tun, das ist den unkontrollierten maximalen Wurstum. Und auch das Regierung setzt drin auf die Wurst. Und wir werden mal kurzfristig Suhe dann Käse bringen. Mit mittel- und langfristig kascht die Wurst. Wir sehen auch schon als Staat, dass wir nur kommen mit den Investitionen an Straßen, an Eisenbahn, an Tram, an Infrastrukturen, Schulen, Verwaltungen. Wir kriegen nicht mehr Leute genug für einen Staat anzustellen, müssen eine zweite Prison bauen, an. Das alles Konsequenzen von dem Wurstum, wo wir nicht mehr nur kommen, die zu finanzieren. Dadurch geht auch unser Pensionssystem kurzfristig bringt dazu an Käse, aber man kann so mal 1 Milliarde Überschuss an der Pensionskäse, mit mittel- und langfristig gehen einfach die Engagementen an demselben Moos an Blut. Und dafür sind alle Experten, dass das System von der Pensionen, wenn man nicht drin ändern, 2030, 2035 gibt, weil da kommen wir an die Situation ran, wo die Boomjahre von den Ausstellungen an den letzten 10 Jahren, von den Leuten an Pensionen gehen, und dann machen wir keine Überschüsse mehr, da fängt man an Defizite zu machen an der Pensionskiste, an die 20 Milliarden Reserven, die wir noch angespurt haben, die sind aber 8 bis 10 Jahre sind die abgeschafft, das heißt, 2040, 2045 sind die Käse alle gut. Aber wo kann eine Regierung oder eine Politik an immer schwätzen, so gestern zugeklappt, wie die Jungen manifestiert haben. Aber dort tickt Zeitpunkt. Dort tickt Zeitpunkt, wenn wir den jungen Generationen eine Nachfolge Last zukommen lassen, die nie mehr können packen. Wenn wir heute Schulden machen, die wir nicht zurückbezahlen, die sie aber eigentlich müssen zurückbezahlen. Wenn wir heute ein Rentensystem haben, den, wenn wir nicht um das System ändern, haben nur für die Jungen keine Pensionen mehr bleiben. Aber wenn ihr mich frei aufhängt, zu reagieren, dann kriegt ihr das an den Griff. Aber wenn ihr mich lang wartet, weil ihr muss mit drastischen Maßnahmen später eingreifen. An alles das wollen wir heute nicht drüber schwätzen, wenn wir wollen das, ob die zukünftigen Generationen aufdrängt, das ist unverantwortlich vis-à-vis von den kommenden Generationen. Die Geringen versichern, eine Politik mit der Angst zu machen. Lauscht mal einem geringen Minister suggeriert nur, ob man 2-3 Mal könnt an der Rede Lebensqualität. Sie sind für Lebensqualität, für die Zukunft der Generation Lebensqualität zu machen. Und gleichzeitig wird das Land hier so betoniert. Es wird so viel gebaut wie noch nie an dem Land hier. Gleichzeitig kommen Betriebe ran, die gering nie dürften ranlassen. Ich denke an die Joghurtfabrik, die lang mehr Wasser braucht wie die Stadt Dietling, all da Wasser braucht. Ich denke an Google, die nicht nur 35 Hektar zu betonieren, mit dem mehr Strom braucht, wie praktisch die ganze Norden zusammen braucht. Alles das sind Nachhaltigkeitsfragen. Wir haben dir davon der Schweiz. Da wird gesagt, man muss Taxisen und Benzin 1 Cent hägen, und Petrol muss man so 2 Cent hägen, damit gibt das Klima besser gehen.
Also die Damen und Herren, dürfen gibt kein Liter Mann getankt. Gibt vielleicht 3 zu Lützeburg Männer getankt. Mit der gibt nach Deutschland, Frankreich und in Belgien getankt. Und das Klima, den mischt keine Grenze zwischen Lützeburg und den Ländern. Das heißt, dem Klima geht dumm, denn überhaupt nicht gedenkt. Es gibt just die Leute Geld aus der Tasche gezogen und die Leute sollen gefühlt kriegen, dumm oder gibt etwas gegen den Klimawechselgebiet geben. Und da wird gesagt, man muss mit dem Velo fahren. Der muss Carsharing machen, der muss zur Summe fahren, der muss beim öffentlichen Transport fahren. Aber wann sie so den Turmes, wann überhaupt noch die hört für mein Auto zu fahren, dann muss er den Elektroauto sein. Die Damen und Herren, und das schon dunkel, ich gebe den geringe proposieren, sie sollen mal ein gutes Beispiel gehen. Nur war für jetzt in der Debatte an der Chambre, da waren 3 geringe Minister an der Chambre gekommen. Die in allen 3 Büros an der Stadt. Du nicht die sind zu Fuß kommen. Sondern kannst bei dem Wetter nicht verlangen, dass die zu Fuß kommen, da sind sie mit dem Velo kommen. Ich habe auch kein Velo für in der Chambre. Du hast dann unsere Carsharing gemacht. Nee. Es standen 3 Regierungsautos für in der Chambre, die 3 Minister bis hier in die Chambre brachten, also keine 10 Meter brauchen zu Fuß gehen und so dann nur im Wäsch gehen. Aber da gebe ich proposieren, die gering, die sollen dann mal machen, was sie Leute wollen, für schreiben. Die geringen Umweltminister von Irland. Ich habe mir so gelesen, es gibt terribel viele Busse von Irland an den Staat vor. Da könnt ihr bestimmt einmal mal Bus an den Staat. Pustekuchen. Nee, da könnt ihr ein Auto aus der Stadt, der fährt zur Bierstadt nach Sichern, und da fährt sie über die Busspur, Landbusse, fährt sie an den Staat. Aber die soll dann mit dem Bus kommen an den Staat. Und dann klemmt sie auf den Tram und dann fährt sie mit dem Tram an ihr Büro. Und da soll sie gucken, dass sie ein ordentliches Velo kriegt, wenn sie an der Stadt sich muss deplacieren. Dann hält sie den Velo und dann können sie mit dem Velo an die Chambre. Das wäre ein Vorbild für einen geringen Umweltminister. Und nicht selber mit dem dicken Auto fahren an der Leute fährt so, vor dir mit dem Velo, mit Carsharing und fährt mit dem Bus. Realität sollen sie beweisen, alle gut. Und sie sollen noch nicht mehr an die Vakanz fliehen. Wisst ihr, was so eine Fliege ausstößt? An Croisieren. Soll kein geringer mehr ein Croisier machen. Nee, sollen Zelt holen und dann Dienstag auf den Camping gehen und da über die Koppeln planen. Das ist geringe Politik, die sie sollen machen. Die Damen und Herren, wir haben aber 3 Parteien, die bei den letzten Wahlen verloren. Das sind die 3 staatserhaltenden Nationalparteien, CSV, der SAP und BP. 2 von diesen Parteien haben sich den Luxus gelegt, sich zu erneuern, und sind allen 2 sich einen neuen Präsident geben. CSV hat sogar den Schwattes zwischen dem Frank Engel und dem Serge Wilmes. Die Partei spitzt, die will den Serge Wilmes kriegen, und die Parteibasis hat ihnen den Frank Engel, die ihnen gesagt hat, sie muss ein bisschen Leben an Boot kommen. Basis also unzufrieden mit ihrer Spitze gewesen. Und dafür haben sie hinten den anderen hinten gesagt, wie den sie wollten. Das wird natürlich dann so gefordert, zu einem offenen Streit. Auch das als flott mal zu sehen. Vorbei für eine Partei, die über Jahrzehnte nicht fertig wurde, das gut nicht von hinten rausgegangen ist. Wir haben gesehen, dass der Präsident Spautz ein Geheimdokument rausgegeben hat. Gelungenerweise war das auch geheim, bis mal für ein paar Tage. Und ich habe gestern mit einem geschwätzt, ich meine, es war sogar der andere Präsident, der hat mir vorgestellt, für was ist das rauskommt. Das hat nicht auch schon ein Milagchen oder haben sie vielleicht also nicht brot. Ich so, nee, wenn sie das gehabt hätten, dann hätten sie Todesser für einen Kongressbrot. Aber du musst dir vorstellen, wo also rauskommt bei euch. Und wir wissen ja, dass der neue Präsident fern in einem Beschuss steht. Aber was müsste, wenn du gerne den Beschuss auflenkst? Aber da gehst du mal etwas raus über den anderen. Los schwätzt jeder über den Spauz, was den da alles zusammen gebastelt wird, an den 7 Seiten, und schwätzt Chemie über den Engel. So kann ich das ein bisschen deviieren. Das Mengenanalyse muss nicht richtig sein. Mit schenkt man, wenn das nicht weit davon ist. Weil was tun sie gemäht an der CSV, das ist ja formidabel.
dat den Bärmel die zwee Hableit, wo die an zwee Nationalpräsidenten net aus der 7. Reihe, net sinn die zwee Hableit. Dat délo intern an extern so mat den streiten, dat der neue Präsident se zu dem, die net Präsident gin ass, misst für de Conseil de Disziplin kommen. Ich wusste nicht, dass es selbst an einer Partei gibt, weil mir huke Conseil de Disziplin. Wir werden nicht genug streiten, weil selbst wüsste ich nicht mehr, wenn es nur streiten. Mit CSV, den einen Kandidat hält, den anderen Kandidat logieren, führende Conseil de Disziplin, was am besten beweist, wie die Stimmung an der CSV. Also die Chamberkommission ist ja sekret. Ich kann nicht aber so, wenn wir an der Chamberkommission sehen, und sie den Meinung dann zu der CSV zu diesem Punkt, dann machen sie selber den Gag mit sich. Das ist was für ein CSV mengt er? Das ist sie selber so, was für ein CSV mengt er? Am Witz natürlich, wir dokumentieren das, damit die Weltstimmung an der CSV ist. Und da geht es natürlich froh, wie die Stimmigkeit an der Steuerfragen an Europa, da komme ich auch noch drauf zurück. Der LASAP hat sich ein Präsident gelesen, wo den Metropole an einem Leserbrief für 14 geschrieben hat, der bislang bekannt war, dass nicht mehr multinationale Konzerne Tüerogene wegen der am meisten Steuerkinder spuren, die setzt sich neuerdings für die kleinen Leute an. Zweitens für den Wahlen hat der neue Parteipräsident an einem Interview am Tageblatt geschrieben, hier wir für Durchschaffen von der Einstimmigkeit an der Steuerfragen in Europa, genau wie der Frank Engel, neuer Parteipräsident bei der CSV. Und wir haben direkt darauf hin, bei der Fragestunde, die an der Chambre kam, aus dem Finanzminister nun eine Frage gestellt und gesagt, lasst einmal, heißt die Leute nicht die meisten Parteien, die an der Regierung sind, die sich für Durchschaffen von der Einstimmigkeit. Und der Pierre Gramegna sagt, nicht ganz die Regierung steht nach geschlossen da für die Einstimmigkeit. Das heißt, Franz Feier, der führende Wahl, wir für durchschaffen, aber Tilly Metz von der Gringe, was wir für durchschaffen, die sind direkt ein Wort drauf an der Chambre von der Regierung desavouiert gehen, dass sie für die Aufstimmung, für das sie gegen die Stimmigkeit beibehalten geben. Und letzte Woche hat selbst Franz Feier am letzten Wort einen Leserbrief gemäht, wo gesagt hat, es muss eine starke Hand an der Politik kommen. Es müssten massiv Steuererhebungen angekündigt geben. Und auch für die normalen Leute. Er hat damit geschwärzt, dass die Taxisen nach mehr heißen, weil die 1,1 und 0,2, das gibt überhaupt nicht wirken. Er hat auch gesagt, Taxisen generell, aber auch andere Beträge, Vermögenssteuer muss da gefällt. Wirtschaftssteuer heute für eine Moment an Diskussion wurde. Das heißt, dass, wenn die Eltern ihre Kinder etwas vererben, was letztlich steuerfrei ist, das geben Sozialisten gerne mal besteuern, das, was die Eltern zusammen geschafft haben, für ihre Kinder zu handeln, das muss laut den Sozialisten in Zukunft besteuert gehen. Alles das muss ich wissen, dass das an dem Cap von dem neuen LASAP-Präsidenten wird. Aber auch Betriebe, wo Steuererleichterungen kriegen, ob schon von Steuererhebungen geschwärzt und dann ist schon nicht für gesagt, dass Betriebe beim Budget Steuererleichterungen kriegen für eine Gegenfinanzierung von dem Mindestlohn, dem neuen Feiertag an dem neuen Congéstag. Es geht also lustig an den zwei Parteien an den nächsten Monaten und Jahren und sie werden schon dafür sorgen, eins genug Stoff zu liefern, für können oberste politisch darüber zu diskutieren. Ich gebe dann noch einen Punkt übergehen, das ist die Verfassungsreform. Ihr wisst, dass über 15 Jahre ein neuer Text von der Verfassung ausgeschafft gehen ist. An dem Schluss soll der Bürger vorgelegt gehen für ein Referendum. Am ersten soll eine Kampagne lanciert gehen von der Chambre aus, wo die Leute über den neuen Text informiert wird. Modalitäten liegen an nicht fest. Und wir als ADR halen aber darauf, dass das nicht so ein Gehirnwäsche gegen die Leute kriegen, aber das muss ein objektiv Information und Leute gehen, was geändert wird, wie den alten Text war, wie den neuen Text war, und dass alle Meinungen dann dort zum Ausdruck kommen,
die für die Änderungen sind, und für was die an denen dagegen sind, für was die dagegen sind. Wenn die Informationskampagne rüber ist, das soll eine Open Diskussion sein, da soll die Möglichkeit bestehen, für aus der Informationskampagne, wenn du sich giffen frohe herausstellen, wo sie giffen mengen, et Bierge hätten mit dem oder der Änderung ein Problem, da soll geguckt werden, ob die Änderungen nicht so punktuell an der Verfassung gemäht gehen. Aber wenn der Prozess aufgeschlossen ist, gibt dann im Jahr 2020 die Chamber ein erstes Wort über den Text hören und dann gibt den zweiten Wort von der Chamber, die gibt nicht geholfen an der Chamber, aber die gibt durch das Referendum ersetzt. Für die Verfassungsänderung zu machen, muss die Chamber zweimal darüber aufstimmen. Ein erstes Wort, 3 Monate werden, ein zweites Wort. Mit dem zweiten Wort kann durch Referendum ersetzt werden, dass auch DW die ausgeschlossen wird. Aber was ist der Text, den wir dafür leihen? Das ist ein Text, das Resultat von einem politischen Co-Handel. Wo die eine Partei gesagt hat, wenn du mir hier etwas kriegst, dann gehe ich dir da etwas. Das ist also ein politischer Co-Handel, den ich an dem Text zusammengefunden habe. Mit das nicht unbedingt die Meinung von den Leuten, für die punktuell mit was für einer Majorität oder einer Majorität dafür oder dagegen zu dem zu sich stehen. Wir haben für 3 Jahre ein Referendum gehabt. Das war eine gute Idee. Nicht aufgesehen vom Resultat. Mit war eine gute Idee, weil die Politik die Courage hat, Bürger zu 3 konkreten Fragen um die Meinung zu fragen. Bürger haben 3-mal Nein gesagt, und die Änderungen noch dürfen keinen Abfluss an den Verfassungstext fand. Also stellen wir uns vor, dass dann auch noch eine wesentliche Punkte, da muss da in unserem Wahlprogramm stehen, gibt zu einem Referendum machen, und die Leute darüber aufstimmen. Sind Leute dafür, dass den Tierschutz an die Verfassung kommt? Sind sie dafür, dass Lützeburger Spruch an die Verfassung kommt? Ich bin der Meinung, ja, besteht auch ein Konsens an diesen Fragen. Wir verwandeln mit Leuten nicht über die Punkte aufstimmen, aber setzen sie dann so an die Verfassung. Mit geht auch eine Frage über die Dynastie, mir auch kein Problem damit, für auch die Frage über die Dynastie aufstimmen zu lassen. Wenn wir einfach der Meinung sind, dass die Lützeburger nicht werden so dumm sind, den einzigen Grand Duché, den der Welt gibt, abzulesen, und dass man dann irgendwie an dem Parlament ein Staatspräsident schafft, dass das Astrid Lulling oder der Jacques Pols oder der Henniko Schöpfs, dass man so in der Sitzung hat, dann Lützeburger werden schon nicht so dumm sein, für die Dynastie aufzuschaffen, und so dass irgendwie einen anderen Präsident dahin setzen zu lassen. Aber auch an dem Verfassungstext, den sie haben, gehen sie hin und sie holen dem Grand Duc Recht weg. Am Artikel 47 steht, le Grand Duc peut dissoudre la Chambre. Das heißt, der Grand Duc kann die Chambre eigenständig ablesen. Dass dann dummer de kein Abü ist, das Tatsache, an den 160 Jahren, wo es Verfassung steht, hat nie ein Grand Duc oder ein Grand Duchesse die Chambre abgelesen. Wir hatten aber das Problem, wie wir den Skandal hatten mit Jean-Claude Juncker, wie den du ein bisschen demissionieren, dass der Jean-Claude Juncker am Anfang an der Chambre gesagt hat, ich gehe mal bei der Grand Duc meine Demission erreichen, und da wird die Sitzung abgehoben. Mit hat keine Chambre sich abgelesen und hat keine Regierung sich abgelesen. Und wir sind alle bei der Grand Duc gegangen und gesagt, schreiben neue Wahlen. Die hat mir aufgrund von Wert. Die hat ja selber nicht abgelesen, die Regierung hat sich nicht abgelesen. Aufgrund von Wert kann ich neue Wahlen erstellen. Und wir haben 2, 3 Tiere alle Parteien bei der Grand Duc gemäht, bis wir am Anfang zum Grand Duc so mir garantieren, erst wenn der neue Wahlen ausschreibt, dass alle Parteien da der Hand steht, weil man keine verfassungsmäßig legale Basis hat. Und das hat der Grand Duc dann auch gemäht. Lo an der neuen Verfassung kennt eine Prozedur. Da können da drauf stehen, dass die Chamber sich kann ablesen, dass sie keine Misstrauensvotum gegen die Regierung stimmen, dann ist die Chamber abgelesen. Und da schreibt der Grand Duc nur 3 Monate neue Wahlen aus. Aber der Satz, dass der Grand Duc eigenständig kann die Chamber ablesen, den uns an dem selbigen Atemzug gestracht. Und wir sind als ADR da dagegen. Aber für was sind wir da dagegen? Was haben wir als Notdeel, wenn der Grand Duc das nicht mehr darf? Der Grand Duc kann nämlich just die Chamber
ablesen, wenn selber ja ein Argument hat, dass er sagt, Politik möchte los Sachen, wo ich der Meinung bin, dass das Lützeburger nicht mehr damit einverstanden sind. Aber wenn er sie ablesen, mehr kann er nicht machen. Wenn sie ablesen, dann muss er bei den 3 Monaten neue Wahlen ausschreiben. Das heißt, er gibt den Pouvoir und Volksrecht. Hier kann just dezidieren, ich lese ab und Leute dezidieren lassen. Kann das für die Wähler, die Bürger etwas Negatives sein? Nein. Es so mal, lo gibt eine Möglichkeit von allerletzter Instanz, ich gehe zum Beispiel das Parlament ab und ich gehe den Pouvoir ins Recht und wählen. Das ist doch für mich als Wähler formidabel, dass ich weiß, an allerletzter Instanz gehe ich einfach nachgefragt werden. Und ich kann ja keine Abüde machen, weil auch seine Situation steht hier im Spiel. Aber wie weiß, wie die Zeit sich entwickelt? Was man 10, 15, 20 Jahre von Politikern hier am Land tun, aber die dezidieren. Und dafür ist es für uns enorm wichtig, dass dieser Satz an der Verfassung bleibt. Dass der letzte Instanz, der Grand Duc, immer kann sagen, ich lese ein Parlament ab und ich gehe den Pouvoir zurück und folge. Und alle Bürger hat unsere Meinung noch Recht an den Frieden drauf, dass der Artikel an der Verfassung steht, weil mit dem Änderung da kriegt nicht der Grand Duc etwas weggeholt, nicht den einzelnen Bürger kriegt Recht weggeholt, an allerletzter Instanz zu dezidieren, wie es hier am Land geht. Das ist von vielen Punkten. Wir werden in den nächsten Wochen am Ende uns mehr intensiv mit der neuen Verfassung befassen und dann für uns Leute kommen. Die Damen und Herren, liebe Freunde, zum Schluss noch ein Wort über die Europawahlen. Der hat als Kandidat gesehen. Neben mir sind 5 formidable gute Kandidaten dabei. Und wenn wir mit anderen Parteien schwätzen, die letzte in der Chambre, dann haben die am Anfang alle gesagt, dass wir als ADR die besten Kandidaten präsentiert haben und dann am Anfang CSV die schwersten präsentiert hat von allen Parteien. Das Wahlen sind für uns enorm wichtig. Sie sind enorm wichtig, weil wir müssen als ADR das die Chance haben, wir können einen Sitz am Europaparlament zu kriegen. Aber wir müssen die Wahlen darauf fokussieren, an erster Stelle, neben einer ganzen Reihe von anderen Punkten, für zu gucken, was ist die essentielle Frage, die die Leute müssen dezidieren. Und die essentielle Frage ist, wollen wir einen zentralistischen Föderalstaat, wo alles zu Europa dezidiert wird, und nicht mehr an den Staaten, oder hat man gerne in Europa von den Nationen? Mengen, ich brauche nicht mehr zu erklären, wir sind für ein Europa von Nationen, und ich meine, wir haben noch am Film für gesagt, was denn als Argumente sind für so in Europa. Wir werden noch über die Einstimmigkeit an der Steuerfragen. Es gibt an Europa verschiedene Aufstimmungen. Es gibt die einfache Majorität, es gibt eine qualifizierte Majorität, da müssen so viele Leute und so viele Bürger haben. Es gibt die gedeelte Majorität, da muss dann der Kanzler von den Ministern zustimmen, das Europaparlament muss zustimmen, und es gibt die Einstimmigkeit. Die Einstimmigkeit gibt es an der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Finanzpolitik. Und für ein Land wie Lützeburg ist die Einstimmigkeit für allem, was Finanzpolitik anbelangt, enorm wichtig. Enorm wichtig. Wir setzen sie ja nicht an, die Einstimmigkeit. Mit Tatsache, dass die Möglichkeit da besteht, feiert dazu, dass sie müssen auf uns lauschen, dann sie müssen mit uns schwätzen, und müssen mit uns einen Kompromiss finden, weil sonst gibt man die Einstimmigkeit ersetzen. Es wird also einen präventiven Faktor an sich, den man unbedingt beibehalten muss. Wenn wir die Einstimmigkeit abgeben, und wir kommen auf eine qualifizierte Majorität, da brauchen wir keine Lützeburg zu froh, weil bei einer qualifizierten Majorität braucht keiner es. Mal also paar 100.000 Manager fallen wir nicht an Gewicht bei 600 Millionen. Und Länder haben immer genug, die den Steuern wollen. Dann dezidieren wir nicht mehr heute zu Lützeburg über die Steuern. Da geht zu Bresel über die Steuern dezidiert und geht über die Steuern dezidiert. Und wir müssen nicht just nach applizieren heute zu Lützeburg. Dafür ist die Einstimmigkeit enorm wichtig für Lützeburg, für ein kleines Land wie Lützeburg, dass die beibehalten wird, weil sonst gehen wir überhaupt nicht mehr an denen vor. Und noch verloren der Kommissar können, an denen da ist so geschwärzt an der Chambre. Lützeburg ist ein kleines Land, wir sind politisch so stark, ob ich gelauscht und da so an Zukunft geht, ob ich nee. An Zukunft erzählt, das sind die geschriebenen Texte.
Aber wenn an 5 Jahren darüber diskutiert, geht da seht, käme, wir haben dem uns nicht beschützt, wir sind aber fein Kerle. Wir gehen mal die Schwätzen, da geht es was steht am Text? So gedooft, gestimmt man, da stimmen wir so auf, und dann ist es fertig, da kriegen wir den zweiten Preis. Aber wenn wir da gesehen, dass an andere Parteien, die wohl so, und sie wären auch für den Einstimmigkeitsprinzip. Wenn der CSV-Präsident sagt, hier wir für den abzulesen. Wenn der LSAP-Präsident sagt, wir für den abzulesen. Wenn die Grünen Europadeputiert sagt, sie wir für den abzulesen. Dann ist es so mehr wichtig, dass wir darauf hinweisen, wie es wirklich wichtig ist. Aber wir wollten, dass das war an der Chambre machen. Der Ferner hat an der außenpolitischen Debatte eine Motion deponiert, wo man gesagt hat, wir kommen stimmen als Chambre, weil die Regierung sagt, sie wir für die Einstimmigkeit. Aber dann kann man stimmen als Chambre eine Motion, dass die Chambre auch für die Einstimmigkeit ist, was ja dann der Regierung direkt steigt. Aber wenn es dann an europäischen Negoziationen kommt, dann kann sie so, man ja bei uns für das Parlament ein Wort geholt für die Einstimmigkeit. Wir können nicht da nicht das. Aber was meint ihr, was sie gemacht haben? Sie haben dagegen gestimmt. Sie haben dagegen gestimmt, weil sich parteiintern nicht eins sind, dürfen so unsere Regierung soll so, wie die Einstimmigkeit. Und an der Chambre hat CSV mit uns gestimmt, und ganz Majorität plus Piraten plus die Linke haben mit gegen als Motion gestimmt, dass die Chambre soll der Regierung direkt steipen an der Frage von der Einigkeit, sodass der Gesinn, dass das viel mehr auf wackelige Face die Einstimmigkeit nicht an Europa, mehr als in Lützeburg steht, wie die meisten Leute meinen. Und eine zweite Frage hat den Ferner Ragina, das war über Türkei. Alle Gestionen sind noch bei uns, Türkei gehört nicht an Europa. Wir haben eine Motion herabgebracht, da haben wir gesagt, kann man dezidieren als Lützeburger Chambre, dass Türkei nicht an Europa, an die Union gehört. Auf wie viele Stimmen meint er, dass wir da tun? 4. Eis. An alle die 56 haben gegen die Motion gestimmt, wo geheißt, die Türkei darf nicht an die Europäische Union kommen. Lo werden wir aber gesehen, wenn die Europawahlen losgehen. Da lesen die Artikel an Interviews, an Tableranten, alle Gute am Schwätzen, Türkei gibt nicht zu Europa gehören. Das vor an der Chambre alle Gute gegen die Motion gestimmt, die das festgehalten hat. Und auch da müssen die Leute wissen, wie wackelig die anderen Parteien an essentiellen Fragen wie Europa bringt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte die 2 Themen, die Europawahlen und auch die Verfassungsreform ein bisschen mehr vertiefen, weil die uns das Jahr werden politisch viel beschäftigen, wo wir als ADR in den nächsten Wochen am Ende als Positionen werden präzisieren und noch werden Kampagnen an diesem Jahr machen. Das bringt wir nicht mehr fertig, die Kampagnen zu unseren Ideen auch durchzusetzen, wenn als Leute herunterstehen. Und dafür diskutieren wir auf einem Kongress, dafür diskutieren wir an unseren Bezirken, an unseren Juren, noch draußen. Wir haben als neue Television, die wir machen, wir haben als noch Meier gehen. Wir können auch die Meinung so gut wie möglich noch draußen zu bringen. Aber wir wollen die Christo nehmen, wenn wir hier bannen, zusammenstehen. Und zwar so zusammenstehen, wie wir das schon über Jahre machen. Wir haben eine Ruhe an der Partei, wir wissen alle gut, wie weit wir stehen. Wir gehen schneller und schneller, wir diskutieren, wir streiten intern. Wir vertreten zusammen das, was wir zusammen dezidieren. Und dafür sage ich erst merci für die 3 Memberschaften, die wir an den letzten Monaten und Jahren gefunden haben, und für die Unterstützung, die wir brauchen, für dieses Jahr und nächstes Jahr am Kader von den Europawahlen und am Kader von der neuen Verfassung brauchen wir eine breite Unterstützung am Matterlev, und für die sage ich erst am Voraus merci.